Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es unangenehme Fragen mit Schweizer YouTuber. Absolut vom Papa Platte geklaut. Oh mein Gott, auf die neue Hose. Oh mein Gott, Kevin. Ja, da ist doch gar nichts. Es tut mir leid. Der Marc aka Nilay. Moin Meister! Nati aka Nati Style. Hallo zusammen, ich bin Nati. Und ich aka Maelo. Hallihallo und herzlich willkommen. Beantworte jetzt eine unangenehme Frage, die ihr mir auf Instagram @MaeloRomani gestellt habt. Let's go. Wie viele Sexpartner hast du schon gehabt? Da muss ich schnell auf meiner Liste nachschauen. Eigentlich ganz einfach bei mir, einfach nur eine. Ja. No. Also zuerst mal alle Zuschauer, die die Frage gestellt haben, perfekt, es sind fast nur sättige Fragen drin gekommen. Ja, es sind natürlich unangenehme Fragen. Was habe ich eigentlich erwartet? Aber um die Frage jetzt ehrlich zu beantworten, ich habe bis jetzt in meinem Leben einzige Sexpartnerin gehabt. Nicht Sexpartner. Und das wäre meine jetzige Freundin, also bis jetzt einzige Person. Hast du schon jemanden gestalkt? Ja gut. Ja, schon sehr oft. Ja, definiere Stalken. Also natürlich so das klassische Stalken mit Feldstecher und Kamera habe ich natürlich schon gemacht. Spaß beiseite. Nein, also natürlich so im echten Leben jemanden gestalkt habe ich noch nie. Das würde ich auch nie machen. Im klassischen Sinn Stalken, irgendjemandem auflauern, die ganze Zeit jemandem hinternachlaufen oder so. Das habe ich noch nie gemacht und werde ich auch niemals machen. Das ist scheiße. Vielleicht irgendjemand auf Insta gestalkt, vielleicht früher in der OS, in der SEC. Das habe ich vielleicht mal gemacht, aber aber sonst habe ich nichts, niemand gestalkt und auch niemand irgendwie exzessiv zugespammt oder irgendetwas so. Habe ich nie gemacht, nicht. Ist ja ehrlich gesagt auch scheiße. Nein, keine Ahnung. Vor allem so in dem Alter, wo du halt jemanden vielleicht neu kennenlernst, so machst du das mega oft. Ich habe auch schon für Kolleginnen über andere gesagt. Dann weiss ich auch nicht, also ja, genau. Der eine oder andere von euch kennt es sicher, wenn man irgendwie mal ein bisschen Interesse hat an einem Girl und wenn die Social Media hat, dass man vielleicht das öfter mal auf dem Instagram-Profil vorbeischaut, ob sie vielleicht etwas postet, was sie postet. Das habe ich sicher auch schon gemacht, aber jetzt so wirklich intensiv gestalkt natürlich nicht. Aber ich habe sicher auch schon ein bisschen häufiger als nötig geschaut, was die Person gerade so macht. Ja. Hast du deine Eltern schon beim Sex erwischt? Nein, ich habe meine Eltern nie beim Sex erwischt. Sie waren ja schon relativ früh getrennt, beziehungsweise ich hätte das auch nie groß mitbekommen. Also nein, ich habe meine Eltern nie beim Sex erwischt. Zum Glück. Nein, tatsächlich noch nie. Ja, das wäre glaube ich ein bisschen komisch. Nein, zum Glück nicht. Ich habe es ehrlich gesagt in Zukunft auch nicht vor. Und ich muss auch sagen, Grüße gehen raus an Mami und Papi, falls ihr das hier schaut. Ihr habt es bis jetzt sehr gut von mir versteckt. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt eh noch nie Sex gehabt, oder? Wer ist der hässlichste Schweizer YouTuber? Oh, uff. Also ganz klar, Maelo, Alter, wirklich Abschaum. Also zuerst mal der Zuschauer, der die Frage gestellt hat. Bravo, wirklich eine perfekte Frage. Aber um die Frage ernst zu beantworten, niemand ist der hässlichste Schweizer YouTuber. Wir sind alle schön auf unsere eigene Art und Weise. Es klingt ein bisschen kitschig, aber ich finde das wirklich so. Wir sollten nicht die Leute nach ihnen aussehen werten. Finde ich wirklich so. Also ob jetzt da auf Ernst irgendeinen Namen sagen? Ja, keine Ahnung. Es wäre jetzt verdammt assi, wenn ich jetzt wirklich auch ernsthaft so würde sagen, der und der ist richtig hässlich. Weil ich finde ehrlich gesagt auch niemand hässlich. Es sind natürlich alle schön. Aber der hässlichste Schweizer YouTuber, natürlich der Adi mit seinem Schnauz, das ist eine ganz klare Sache. Nein, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie eine schwierige Frage, weil, ich weiß nicht, das ist eine gemeine Frage eigentlich. Ich sage einfach, nein, was soll ich sagen? Ich sage einfach niemand all das. Die sind alle traumhaft schön, wirklich. Also wirklich Real Talk. Hören alle heiraten, Mann. Nein. Das sind alle schön, Leute. Komm, fressen mal. Es ist eigentlich ganz klar der Adi. Lieblings-Pürner-Kategorie? Ja gut, ich meine, habe ich gesagt. Nein, ich beantworte die Frage natürlich auch ernst. Uff. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht eine spezielle Lieblings-Porno-Kategorie. Vor allem bei mir ist es variiert. Oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie ganz dumm, das zu beantworten. Ich muss wirklich Real Talk sagen, ich habe nicht eine Lieblings-Porno-Kategorie. Also klar, ich tue natürlich auch hin und wieder mal mich auf schlüpfrige Webseiten begeben und dort das ein oder andere Filmchen anschauen. Aber ich bin nicht so der Kategorien-Durchforster, ich bin mehr der Typ, der einfach schaut, was so ein bisschen auf der Startseite angezeigt wird und tu mich dann so ein bisschen durchklicken, bis ich etwas gefunden habe, das mir mundet. Ja. Es ist halt so von Zeit zu Zeit anders und man hat jetzt, ich habe jetzt nicht unbedingt einen Liebling so, dann kann ich sagen, ich habe mehrere, ja, genau. Momentan habe ich eine Freundin, also momentan gönne ich mir
gar keine Pornos. Das interessiert mich momentan einfach gar nicht. Aber meine Lieblingsporno-Kategorie bevor dem ist, ich würde mal sagen, Amateur, oder? Lass ich sollen stehen und sage nichts mehr dazu. Wie ist es, eine billige Kopie von der deutschen Szene zu sein? Also mit dem Video beweisen ist ja zu 100%, dass ich eine Kopie von der Schweizer Szene bin. Ich bin eine Kopie von Unsympathisch, ich bin eine Kopie von Papa Platte, ich bin eine Kopie von Monte, ich bin eine Kopie von allen Leuten. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube, da musst du eher den Maelo fragen. Aber no front! Aber ganz ehrlich, also ich mache es auf Schweizerdeutsch, ich mache es auf meine eigene Art und Weise. Und wenn Leute dann sagen, wie sie nur eine Kopie von der deutschen Szene, dann müssen sie ja gar nicht einziehen. Und die meisten Formate, die die Deutschen machen, sind auch geklaut von Amerika. Du machst gar nicht mehr unbedingt Original-Sachen, also Sachen, die noch nie da waren. Wenn dir das gefällt oder eben nicht gefällt, was du hier auf dem Kanal siehst, dann musst du gar nicht hier sein. Du bist freiwillig da, klickst freiwillig auf das Video und ich da freiwillig ein Like auf das Video da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich muss sagen, ich finde eben gar nicht mal so, dass wir mega kopiert sind. Also klar haben wir auch schon Videoideen kopiert, aber grundsätzlich die Deutschen machen es von den Amerikanern an, darum kann ich, wir sind alles hure Kopien, Alter. Ja, aber es ist ein hure nice Gefühl, Alter. Real Talk ist richtig geil. Kopie sein von Julia Beautix und Jonas Ems, also ist wirklich sehr schön in dieser Rolle zu sein. So. Was hast du an dir nicht gern? Puh, also ich habe so viel noch nicht probiert an mir. Das Einzige, was ich glaube ich probiert wirklich, waren meine Nasenböckchen. Die waren gar nicht so geil. Ja, manchmal, wenn sie ein bisschen salzig waren, geht es noch. Aber sonst habe ich noch nichts von mir probiert, darum kann ich auch nicht sagen, was ich gerne habe. Ja, absolut unlustiger Joke. Sorry. Das kann man natürlich auch auf zwei verschiedene Art und Weise sehen, entweder körperlich oder charakterlich. Körperlich muss ich sagen, bin ich wirklich absolut zufrieden mit mir. Ich sage jetzt mal äußerlich und charakterlich. Also äußerlich würde ich sagen, ich kann mein Lachen nicht so gerne. Vielleicht, wenn man das sieht auf Bildern, auf Instagram lache ich wirklich, ich weiß auch nicht. Und meine Nase finde ich auch nicht mega nice. Nein, aber so auf Real muss ich sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden mit mir selber. Also was ich an mir nicht gerne habe, glaube ich, ist, dass manchmal mein Durchhaltevermögen bei gewissen Sachen nicht so vorhanden ist. Das finde ich, ist eine Eigenschaft an mir, die ich nicht so gerne habe. Aber ich probiere mich so zu akzeptieren, wie ich bin und probiere dann die Eigenschaften zu verbessern, die ich nicht gut finde. Aber eben, so das Durchhaltevermögen, das ist schon nicht so gut bei mir. Und vom Charakter würde ich sagen, ich bin ein sehr sensibler Mensch, sage ich mal so. Also ich bin sehr nach dem Wasser gebaut, heisst irgendwie, ich bin mega schnell verletzt und vielleicht denkt man im ersten Moment, ja, das ist ja irgendwie cool, aber es ist halt überhaupt nicht nice, weil ich kann halt in der dümmsten Situation komme ich plötzlich einen Klotz im Hals über und dann, ja, ist halt einfach wirklich dumm und das würde ich eigentlich sehr gerne nicht haben. Genau, das stört mich ein bisschen. Charakterlich würde ich vielleicht mir wünschen, dass ich manchmal ein bisschen zuverlässiger bin und mehr zum Beispiel den Leuten zurückschreiben auf WhatsApp. Zum Beispiel habe ich manchmal WhatsApp-Nachrichten von privaten Kollegen wochenlang stehen. Ich antworte einfach nicht perfekt. Aber sonst absolut perfekter Mensch. Wieso isst du Fleisch, obwohl es schädlich für die Umwelt und deine Gesundheit ist? Ja, also, das ist eine schwere Frage. Real Talk, ich wäre mega gerne Vegetarier oder Veganer. Ich habe den vollsten Respekt von diesen Leuten und ich feiere es mega. Ich bin selber auch eigentlich voll gerne. Ich muss halt wirklich sagen, es ist einfach schwer. Und, also ich habe auch schon eine Woche lang vegetarisch gelebt und so. Aber irgendwie, es gibt so viele Situationen, wie zum Beispiel an Weihnachten, wo ich es mega vermissen würde, dann kein Fleisch zu essen. Ja, ist vielleicht eine mega dumme Ausrede. Fleisch essen ist ja nicht grundsätzlich schädlich für die Umwelt. Also was ja vor allem schädlich für die Umwelt ist die Massentierhaltung, was ich natürlich überhaupt nicht cool finde. Aber ich esse Fleisch, weil ich es gerne habe und weil es für mich etwas Natürliches ist, dass andere Tiere essen. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dass man Fleisch nicht braucht und da stimme ich vollkommen zu. Es braucht kein Fleisch, man kann easy ohne Fleisch. Aber ich finde, es geht auch voll klar. Also ich kann es mit meinem Gewissen voll vereinbaren, wenn ich ab und zu mal ein Stück Fleisch esse. Und wenn man einfach darauf schaut, von wo das Fleisch kommt und so. Und dass es ja, halt eben vielleicht nicht gerade aus der Massentierhaltung oder so stammt. Dann kann ich mit dem leben. Aber jedem das sein, ich verstehe es voll, wenn man auf Fleisch verzichten will. Ich habe auch mal für ein halbes Jahr auf Fleisch verzichtet. Einfach mal zum Schauen, wie das ist. Und ich habe es nicht so schwierig gefunden. Ich weiß auch nicht, wieso wenn ich noch so viel Fleisch esse. Ich probiere weniger Fleisch zu essen, nur noch 2-3 Mal in der Woche, dass es dann so Genuss ist, das Fleisch, und nicht mehr, dass man so jeden Tag Fleisch isst. Es gibt, glaube ich, noch den einen oder anderen Tag, der jeden Tag, Mittag und Nacht Fleisch isst, und das ist auf jeden Fall zu viel für die Umwelt und schlecht für eure Gesundheit. Aber wenn ich selber müsste sagen, ich müsste eigentlich
noch weniger Fleisch essen. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr gern und es ist eine blöde Ausrede, aber ich habe es extrem gern, ein Stück Fleisch zu essen. Aber ich weiß auch, dass ich eigentlich es noch mehr reduzieren. Also wieso? Ich weiß es auch nicht. Mein Ziel ist eigentlich schon mal, von Fleisch irgendwie zu verzichten. Ich glaube, es geht vor allem mega gut, wenn man irgendwie zum Beispiel halt eben in einer Familie lebt, die auch vegetarisch lebt. Ich bin jetzt in einer Familie, wo halt, ja, keine Ahnung, wo es halt einfach Fleisch gibt. Und irgendwie, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich alleine in einer Wohnung lebe, dann würde ich voll easy auf Fleisch verzichten. Ja, ist vielleicht ein bisschen eine Ausrede und vielleicht ein bisschen dumm, aber ja, ich würde eigentlich mega gerne vegetarisch leben. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass Fleisch schädlich für mich ist, wenn es nicht mega verarbeitetes, also weißt, 100'000 Mal verarbeitetes Fleisch ist, sondern, sag jetzt mal, ein gutes Stück Fleisch, das ist das auch nicht ungesund direkt für mich. Also, es kommt immer ein bisschen darauf an. Gell? Ja, und damit wäre es das jetzt auch schon gewesen mit dem Video da hier. Danke nochmal an Nati und an den Marc, für dass sie hier mitmacht hier bei diesem Format, bei diesen unangenehmen Fragen. Danke nochmal an euch Zuschauer, die mir auf Insta @meileromani die Fragen gestellt haben. Danke vielmals an jeder und jede. Und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like würdet geben, den Kanal würdet abonnieren und die Glocke würdet aktivieren. Und in dem Sinne, ciao! Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das war cool. Ja.